Dann, wenn die Tage wieder kürzer werden, wenn einem allmorgendlich der Nebel begrüßt, dann, wenn man zum Velofahren wieder Handschuhe und Kappe anlegt, dann ist die Weihnacht nicht mehr weit weg. Und so wird es auch uns gehen. Es geht schneller manchmal, als man denkt, dass die Weihnacht wieder vor der Tür steht. Und wir starten in eine neue Predigtserie in die Vorweihnachtszeit hinein. Und sie heisst der geborene Retter. Jesus ist der geborene Retter. Und die Weihnachtsgeschichte aus den ersten 2 Kapiteln aus dem Lukas-Evangelium, die berichtet uns eben nicht nur um all die Ereignisse rund um die Geburt von Jesus, sondern es ist so auch wie eine Art Brücke vom Alten Testament ins Neue Testament hinein. Weil mit dem Kommen von Jesus die neue Zeitrechnung anfängt. Und so sind die ersten Kapitel vom Lukas, dem Autor von dem Evangelium, ganz bewusst so gestaltet worden, dass sie uns eben zeigen, dass die Geschichte, die Gott mit den Menschen geschrieben hat, nicht nur so einzelne Leben sind, wo einzelne Menschen einzelne Sachen mit Gott erleben, sondern dass das Ganze einen roten Faden hat. Eine Geschichte, die sich entwickelt, die weiterfährt und so auch im Neuen Testament in eine neue Zeit hineingeht. Für die Menschen von der damaligen Zeit und für uns, wenn wir zurückschauen auf die Zeit, sehen wir, dass das, was mit Jesus passiert, mit seiner Geburt, mit seinem Leben, mit seinem Tod, die Erfüllung ist von vielen Hoffnungen und Erwartungen von diesen Menschen in der Zeit vom Alten Testament. Es ist die Erwartung, die Hoffnung, das Kommen von dem Gesalbten, wo sie darauf gewartet haben, von dem Messias, wie das heißt, oder auf Griechisch Christus, ist der Gesalbte, der Retter, wo sie erwartet haben. Und wie bezeichnend ist das, dass der Name Jesus, Jeschua, Kurzform von Jehoshua, Josua, wortwörtlich bedeutet Jahwe, also Gott ist Retter. Stellt euch das mal vor. Jedes Mal, wenn die Menschen Jesus gesagt haben, wenn sie nach Jesus gerufen haben, wenn sie über Jesus geredet haben, haben sie wortwörtlich gesagt, Jahwe, Gott ist Retter. Also in Jesus drin vereinigt sich die Erfüllung von diesen Hoffnungen und Erwartungen, die die Menschen zum Teil über Jahrhunderte hinweg hatten, ihren Herzen getragen haben, darauf hingehofft haben. Und so ist Jesus tatsächlich zu dem geborenen Retter geworden. Für uns ist es eine kleine Denkaufgabe, all unsere Erinnerungen an die Krippenspiel-Weihnachten für einen Moment mal ein bisschen auf die Seite zu tun. Weil wenn es euch geht, so wie mir, dann kommt einem gerade eine Geschichte in den Sinn, es kommt einem vielleicht gerade ein Erlebnis in den Sinn, wo man die Geschichte gehört hat von den Weihnachten, vielleicht ein Film, vielleicht ein Theaterstück, vielleicht Zellerweihnacht oder anders, wo man dann gerade in sich drin gewisse Betonungen, gewisse Erwartungen und gewisse manchmal auch vielleicht ein bisschen Ausschmückungen von dieser Weihnachtsgeschichte gehört. Wenn wir aber das ein bisschen zurückstellen und so einen frischen Blick auf die ersten 2 Kapitel im Lukas-Evangelium werfen, dann fällt uns auf, dass die in einer bestimmten Art und Weise zusammengestellt worden sind. Also aus all diesen vielen Erlebnissen, die wir berichten können, hat der Lukas ganz bewusst Lebensgeschichten ausgewählt und ihnen so ein paar Gemeinsamkeiten mit auf den Weg gegeben, die uns zeigen, dass da drin eine tiefere Bedeutung steckt. Für mich ist es so wie eine Art Vorwort. Der Lukas hat ja sein Evangelium zusammen mit der Apostelgeschichte geschrieben. Also Lukas-Evangelium und Apostelgeschichte sind eigentlich 2 Bände von der Geschichte von Jesus und der ersten Christen. Und es ist rund 30% vom ganzen Neuen Testament, wenn man den Umfang nimmt. Also relativ ein grosser Teil. Und zum Start in das Doppelwerk hinein hat er verschiedene Lebensgeschichten, im Besonderen die von 3 Menschen, respektive 3 Menschengruppen, Zacharias und Elisabeth, von der Maria, der Mutter von Jesus, und von 2 älteren Propheten, Simeon und Hannah. Und diese Lebensgeschichten haben Gemeinsamkeiten und sie sind wie eine Art Vorwort, wo die Themen schon mal rausstreichen, wo der Lukas möchte nachher in diesen ganzen anderen Kapiteln, in dem vielen, wo er zu berichten hat, wenn er sorgfältig zusammengestellt hat, rausheben, rausstreichen aus dem Ganzen raus. So machen wir uns also in dieser Serie auf, mit einem frischen Blick, mit neuen Ohren, neuen Augen auf die Weihnachtsgeschichte zu schauen, nochmal darauf anzuhören und im ganz Speziellen diesen Menschen drinnen zu begegnen. Und heute Morgen starten wir mit Zacharias und Elisabeth.
Als Herodes König von Judäa war, lebte dort ein Priester namens Zacharias. Er gehörte zur Dienstgruppe Abia. Wie Zacharias stammte auch seine Frau Elisabeth aus der Familie von Aaron. Beide lebten nach Gottes Willen und hielten sich in allem genau an seine Gebote und Ordnungen. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth konnte keine bekommen und beide waren inzwischen alt geworden. Wieder einmal tat Zacharias seinen Dienst als Priester vor Gott, weil die Gruppe Abia an der Reihe war. Wie üblich wurde ausgelost, wer zur Ehre Gottes im Tempel den Weihrauch anzünden sollte. Das Los fiel auf Zacharias. Er betrat den Tempel, während die Volksmenge draußen betete. Plötzlich sah er auf der rechten Seite des Räucheropferaltars einen Engel des Herrn stehen. Sein Anblick flößte Zacharias Angst und Schrecken ein. Doch der Engel sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen. Den sollst du Johannes nennen. Das Vorwort, wie ich es genannt habe, zu dem Doppelwerk Lukas-Evangelium und Apostelgeschichte startet mit einem älteren, kinderlosen Ehepaar. Sie sind aus dieser Abstammungslinie heraus vom Aaron, einem Bruder von Mose, wo man sehen, wie die Familie im Alten Testament eine besondere Aufgabe auch hat. Und sie haben als Priester dient im Tempel drinnen. Die zwei sind mittlerweile im höheren Alter gewesen, und so hatte keine Aussicht mehr bestanden darauf, dass die Elisabeth noch schwanger werden würde und dass die zwei noch könnten das Kind bekommen. Abgeschlossen mit diesen Träumen, abgeschlossen ein Stückchen weit auch mit diesen Wünschen und Hoffnungen, die sie hatten. Und es ist spannend, dass herausgestrichen wird in dem Text, dass sie einen vorbildlichen Lebenswandel hatten. Als ob der Lukas sagen, dass die Kinderlosigkeit entgegen der damaligen Praxis, oder wie sagt man dem, entgegen der damaligen Vorstellungen von der damaligen Zeit eben nicht ihren Grund haben, die Fehlverhalten von diesen zwei. Nein, das sind vorbildliche Menschen gewesen. Und dass ihnen das Privileg vom Kind haben verwehrt war, möge andere Gründe haben an dieser Stelle. Okay, nochmal ganz kurz. Ein älteres, kinderloses Ehepaar, das von Gott das Versprechen bekommt, dass sie trotz dem vorgeschrittenen Alter nochmal älter werden oder älter werden. Geht es nur mir so? Oder schallen einem da ein paar Glocken im Hinterkopf? Könnte das sein? Hey, die Geschichte kennen wir doch von irgendwoher. Ein älteres Ehepaar, das kinderlos war, das Versprechen bekommt, dass sie ein Kind bekommen werden. Eine erste Gemeinsamkeit, die all die drei Geschichten haben, ist, dass sie Anklang haben von Zeiten, von Geschichten, von Lebensbildern aus dem Alten Testament. Und da natürlich die vielen verschiedenen Ehepaare in der Bibel im Alten Testament, die Kinderlosigkeit hatten und später dann trotzdem noch Kinder bekommen haben. Und da allen voran natürlich die Geschichte von Abraham und Sarah. Die Geschichte von dem Gründungsvater eigentlich von dem Volk, von dem Erwählten von Gott, von dem Glaubensheld Abraham und seiner Frau, wo da anklingt und sicher nicht ohne Grund so da drin in der Bibel auch rausgestrichen wird. Es ist eine Erinnerung daran. Und wenn wir anfangen, die Lebensbilder, die Geschichten, die Erlebnisse, die Gott mit den Menschen gemacht hat und die Menschen mit Gott gemacht haben, parallel zu lesen, das heisst im Hinterkopf zu behalten, was die Botschaft war für die Geschichte von Abraham und der Sarah, und so versuchen, uns zu überlegen, ja, was steckt denn da drin in dieser Geschichte von Zacharias und Elisabeth, dann werden uns wie neue, reichere, buntere Erinnerungen daraus kommen. Sie werden sich gegenseitig mit ihren Botschaften ergänzen und bereichern. Also das ist das Erste, was uns auffällt. Es gibt da und an vielen anderen Orten im Lukas-Evangelium und in der Apostelgeschichte Rückbezüge auf die Geschichte vom Alten Testament. Als ob der Lukas uns möchte zurufen und sagen, das, was da passiert, steht nicht für sich allein, sondern steht in der Geschichte von dem Wirken, das Gott auf dieser Welt schon da hat. Und es ist die Erfüllung von diesen Hoffnungen, von diesen Wünschen, von diesen Voraussagen aus dem Alten Testament.
von diesen Voraussagen, die vom Nachkommen von Abraham liegen. Dass sie zahlreich sein werden, dass sie werden von Gott geliebt sein, von Gott gesegnet sein und ein Segen für andere sein. Das klingt da an. Der Zacharias war Priester. Das war eine Art sein Job oder ein Teil von seinem Job. Man weiß nicht ganz, ob sie so viel zu tun hatten in der damaligen Zeit, dass sie nur das gemacht haben oder vielleicht auch noch andere Aufgaben hatten. Aber ein Teil von seiner Berufung, von dem Ruf, der auf seinem Leben gelegen ist es gewesen, die Beziehung zu Gott, den Gottesdienst zu organisieren und zu gestalten. Die Opfer zu bringen in dem Tempel in einer gewissen Reihenfolge, Abfolge durchs Jahr durch. Den Willen von Gott zu deuten, Entscheidungen zu treffen darüber, wie die Beziehung zu Gott zu gestalten ist, was rein und was unrein ist oder was wieder rein geworden ist, nachdem es unrein war. Und ein Stückchen weit auch die Gesetze und Gebote von Gott für die Menschen zu erklären, ihnen beizubringen, da drin. Zum Schluss von dem Abschnitt, den wir gehört haben, kommt eben die zweite Gemeinsamkeit von diesen Geschichten, das ist, dass sie jeweils ein Versprechen haben. Also Zacharias und Elisabeth, Maria und auch Simeon und Hannah haben von Gott ein Versprechen bekommen. So wie schon Abraham und Sarah und viele andere in der Zeit früher, dass Gott ein Wunder wird tun, dass Gott etwas Einzigartiges wird machen in ihrem Leben. Und später löst Gott das Versprechen dann auch ein. Es ist, wie ich vorher gesagt habe, so ein Zuspruch an uns alle, dass Gott zu dem steht, wo er sagt, manchmal entgegen allen Umständen, die in eine andere Richtung deuten, und dass Gott, wenn er verspricht, das auch einhalten tut. Wir hören, wie es weitergegangen ist in dieser Geschichte. Für Elisabeth kam die Stunde der Geburt und sie brachte einen Sohn zur Welt. Als Nachbarn und Verwandte hörten, dass Gott so barmherzig mit ihr gewesen war, freuten sie sich mit ihr. Am 8. Tag nach der Geburt kamen sie zur Beschneidung des Kindes zusammen. Sie wollten es Zacharias nennen, so wie sein Vater. Doch Elisabeth widersprach: Nein, er soll Johannes heißen. Aber keiner in deiner Verwandtschaft trägt diesen Namen, wandten die anderen ein. Sie fragten den Vater durch Handzeichen: Wie soll dein Sohn heißen? Zacharias ließ sich eine Tafel geben und schrieb darauf: Sein Name ist Johannes. Darüber wunderten sich alle. Im selben Augenblick konnte Zacharias wieder sprechen und er fing an, Gott zu loben. Ehrfürchtiges Staunen ergriff alle, die in dieser Gegend wohnten. Und im ganzen Bergland von Judäa sprachen die Leute über das, was geschehen war. Nachdenklich fragten sie sich, was wird aus diesem Kind noch werden? Denn es war offensichtlich, dass Gott etwas Besonderes mit ihnen vorhatte. Zacharias, der Vater von Johannes, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündete, was Gott ihm eingegeben hatte. Das versprochene Wunder tritt ein und Gott macht das, was niemand mehr für möglich gehalten hat. Es folgt eine dritte Gemeinsamkeit von diesen 3 Geschichten in den ersten 2 Kapiteln vom Lukas-Evangelium. Und das ist, dass sie alle so ein Lied haben, so einen Lobpsalm, ein Lobpreislied oder wie wir heutzutage sagen, ein Worship-Song. All die 3 Geschichten führen eigentlich in ihrem Höhepunkt zu so einem Lied, wo die Figuren, die Hauptpersonen Gott loben und dieser Freude, dieser Dankbarkeit und dem Erstaunen über Gott Ausdruck geben, auf eine poetische Art und Weise. Und die 3 Songs, die 3 Lieder, die haben gewisse Gemeinsamkeiten, eben dass die Erfüllung von diesen Hoffnungen und Erwartungen drin steckt. Sie haben aber auch unterschiedliche Betonungen. Und in diesen unterschiedlichen Betonungen liegt wahrscheinlich ein Schlüssel zu der jeweiligen Eigenheit von dieser Lebensgeschichte.
Also wie, auf welche Art und Weise, dass Jesus jetzt eben der geborene Retter ist, der erwartete Messias ist. Und wie sich das zeigen wird in seinem Leben, das finden wir schon in den verschiedenen Nuancen drin, in diesen 3 Liedern. Und darum bilden die 3 Songs auch den Ausgangspunkt von diesen 3 Predigten, von diesen Inhalten, wo wir uns versuchen, nochmal ganz neu zu fragen, hey, wie könnte Jesus für die Menschen dazumal und für uns heute eben der erwartete Messias, der Retter sein? Und so fängt der Zacharias an im Lukas 1, ab Vers 68 bis 70, wo dann Folgendes steht. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Er ist zu unserem Volk gekommen und hat es befreit. Er hat uns einen starken Retter geschickt, einen Nachkommen seines Dieners David. So hatte er es durch seine heiligen Propheten schon vor langer Zeit verkündet. Es ist das, was vorher implizit schon in diesen Geschichten drin gesteckt ist, wo durch das Lukas-Evangelium und das ganze Apostelgeschichte durch immer und immer wieder aufblitzt, wo da der Zacharias in dem Lied auch noch explizit, also in Worten ausdrückt, wo er sagt, dass das, was da passiert jetzt geht, der Moment in der Weltgeschichte einzigartig ist. Viele haben behauptet, von vielen hat man gesagt, dass sie der erwartete Retter sind. Dass sie eben der von den Propheten vorausgesagte Messias sind. Dass sie die Hoffnungen werden erfüllen, die in dem Volk gesteckt sind. Der Zacharias sagt, und jetzt ist es so weit. Es ist der Moment, wo das passieren wird. Der Moment in der Geschichte, wo alles in ein Vorher und in ein Nachher wird unterteilen. Und dann geht er weiter, und ich glaube, das ist die Eigenheit, wo in dem Lied vom Zacharias ganz besonders rauskommt, ab Vers 75. Heißt es nämlich, dann können wir ohne Furcht in seiner Gegenwart leben und ihm unser Leben lang dienen, als Menschen, die ihm gehören und seinen Willen tun. Und dann heißt es über die Johannes, seinem Volk wirst du zeigen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Gott vergibt uns, weil seine Barmherzigkeit so groß ist. Der besondere Fokus von dem Worship-Song von Zacharias, von dem Lobpreis, wo es im Herz raussprudelt, weil Gott ihm begegnet ist, dass das, was da passiert, dazu dienen, dass die Gemeinschaft, die Beziehung, das Unterwegssein von Gott und Mensch wiederhergestellt wird. Wenn wir uns den Vers nochmal rekapitulieren, ohne Furcht in seiner Gegenwart leben und ihm das ganze Leben lang dienen, dann braucht das Bilder eine Bildersprache, die uns erinnert an Garten Eden. An den Ort ganz am Anfang der Geschichte des Menschen, wo Gott seine Berufung und Bestimmung auch über die ganze Menschheit ausgesprochen hat und gesagt hat, Adam und Eva sind geschaffen für was? Zum eine Beziehung mit Gott haben, zum ohne Furcht in ungetrübter Gemeinschaft tagtäglich mit Gott unterwegs sein. Es ist die Absicht, die Gott in die Schöpfung hineingelegt hat, in die Schöpfung vom Mensch, vom Mann und von der Frau, dass ihre Bestimmung, ihre Berufung ist, tagtäglich in dieser ungetrübten, engen Gemeinschaft mit Gott unterwegs sein zu können. Und in seinem Sinn, an seiner Stelle die Erde zu bewirtschaften. In seinem Sinn, in seinem Auftrag, in seinem Sinn und Geist da auf dieser Erde etwas zu gestalten, etwas zu machen, sodass durch die Prinzipien, die Gott in die Schöpfung hineingelegt hat, das Leben möge vermehrt werden, das Leben möge gefördert werden und möge der Garten sinnbildlich, die ganze Schöpfung, alle Tiere, Natur und alle Menschen aufblühen, zum Blühen kommen, die Fülle vom Leben dürfen erleben. Für mich sticht der Fokus von dieser Wiederherstellung von dem Garten Eden ganz besonders raus durch den Beruf, den Zacharias hatte, dass er Priester war. Weil die Aufgabe der Priester war ja eigentlich genau das gewesen. Ausserhalb von dem Garten Eden, wo eben die Beziehung nicht mehr so unbeschwert war, wie sie am Anfang eigentlich gedacht gewesen wäre, so Orte zu schaffen, Momente zu schaffen, wo Garten Eden wieder spürbar, erfahrbar wird für die Menschen.
Der Tempel und Stiftshütte als Vorgängerform von dem Tempel sind ja der Inbegriff in dem Volk, von der Gegenwart von Gott, von der Gemeinschaft mit Gott. Es sind so eine Art Mini-Garten-Eden gsi, außerhalb von dem grossen Garten Eden, wo ein Stück von dieser Sehnsucht von Gott erfahrbar worden ist. Der Ort, wo die Menschen Gott haben können begegnen. Der Ort, wo man hat können Gott näher kommen und erfahren, was es heißt, mit Gott zusammen unterwegs zu sein. In der Zeit zum Alten Testament, in der Zeit von Zacharias und Elisabeth, ihr ganzes Leben lang, ist es nur bestimmten Menschen möglich gewesen, zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Ort, eben in dem Tempel oder in dieser Stiftshütte, das auf so eine Art und Weise können zu erleben. Und mit dem Kommen von Jesus kommt jetzt das in Erfüllung, was die Menschen sich gewünscht haben. Die Wiederherstellung vom Paradies, die Wiederherstellung von dieser Gemeinschaft, die Wiederherstellung für alle Menschen, zu allen Zeiten, an allen Orten auf der ganzen Welt. Für alle Zeiten, die noch werden kommen. Dass der Jesus, der da kommt, die Erfüllung ist von dieser Hoffnung, wieder können ohne Furcht, in ungetrübter Beziehung und Gemeinschaft mit dem Gott können zu leben. Etwas Zweites, wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Vers, vielleicht können wir nochmal zeigen, ist der letzte Teil. Da und an vielen anderen Orten im Neuen Testament wird ein für alle Mal deutlich, was schon im Alten Testament drin gesteckt ist. Aber vielleicht falsch verstanden hat zu Zeiten, dass die Rettung, die Jesus bringen wird, nicht eine Rettung ist, die auf menschlicher Leistung beruht. Kein Mensch kann etwas dafür tun, sondern es ist Barmherzigkeit von Gott, aus reiner Gnade. Ohne, dass wir etwas ändern könnten an dieser Liebe oder dieser Barmherzigkeit von Gott, schickt er seinen Sohn, schickt er die Lösung, schickt er die Erfüllung auf die Erwartung, auf die Hoffnung, die die Menschen hatten. Es ist nicht abhängig von dem, was wir tun, was die Menschen dort zumal da hätten. Indem sie sich besonders gut an die Regeln gehalten hätten. Oder indem sie sich besonders fest Mühe gegeben hätten, die Gebetszeit oder die gottesdienstähnlichen Zeiten zu gestalten oder die Opferrituale einzuhalten. Das ist nicht das, was den Unterschied macht. Es heisst da, es ist eine Barmherzigkeit von Gott. Gott vergibt uns die Vergebung von unseren Sünden, weil seine Barmherzigkeit so gross ist. Es ist die Erkenntnis, die der Zacharias hatte, über dem, was da passiert ist. Wiederherstellung vom Garten Eden. Es ist der Grund, warum wir Kirche machen. Wir haben so einen Visionssatz, der uns seit vielen, vielen Jahren begleitet. Ein Visionssatz, der mich persönlich begeistert hat, dazu geführt hat, dass ich Pastor geworden bin, dass ich da bin und mich investiere in das, was wir da gemeinsam machen. Und der Visionssatz, der beinhaltet genau das. Wir wollen miterleben, wie Menschen Gott begegnen können und ihr Leben zum Blühen kommt. Wir wollen miterleben, wie Menschen das erleben können, was der Zacharias da angekündigt hat, wo er rausgerufen hat, wo er rausgesungen hat in seiner Freude, in seinem Worship-Song, wo er gesagt hat, es ist die Wiederherstellung von dieser Begegnung, von dieser Gemeinschaft, von dem Unterwegssein von Mensch und Gott. Und das durfte ich erleben in meinem eigenen Leben. Ich durfte erleben, dass Gottes Barmherzigkeit mit mir so gross ist. Momente, wo ich gemerkt habe, dass er da ist, dass er mich kennt, dass er mich sieht, dass er mir zur Seite steht, in schönen und in schwierigen Zeiten. Dass ich durch ein Gebet, durch das Lesen in der Bibel, durch eine Predigt, durch ein Gespräch mit jemand anderem, habe spüren, dass Gott meine Situationen sieht, wo ich mich drin befinde. Und mir zuruft und sagt, ich bin da. Heb dich fest an mir. Orientier dich an mir. Ich bin der da ist für dich. Ich bin der mit dir da ist und unterwegs ist. Ich habe da in diesen Gottesdiensten, in der GVC, dürfen Menschen erleben, Atmosphären erleben, wo ich das Gefühl habe, wird das so erfahrbar in meinem eigenen Leben, dass Gott gegenwärtig ist. Und ich durfte merken in diesen Liedern drin, dass sie mehr sind als einfach Lieder sonst, sondern dass sie eine Art gesungene Gebete sind, die Ausdruck haben, die ein Stück Möglichkeit geben, Gott etwas zu sagen, Gott etwas auszudrücken, etwas zu teilen von meinem Herz. Darum machen wir Gottesdienst. Darum versuchen wir, so Orte zu kreieren, da am Sonntag oder in unseren Groups oder in unseren Angeboten, die wir sonst haben, wo wir ganz bewusst Platz machen, dass Menschen Gott begegnen können.
Und ich glaube, es ist der Ruf, der seit Anfang an durch die Bibel durchgeht. Für jeden einzelnen Mensch, wo Gott sagt, du bist geschaffen worden. Es gibt dich drum. Ich habe dich gemacht und auf die Erde gestellt, weil ich möchte in ungetrübter Gemeinschaft mit dir unterwegs sein. Nicht nur einmal im Jahr, einmal in der Woche am Sonntag, sondern immer, jeden Tag von deinem Leben. Es ist der Ruf, wo die Menschen im Alten Testament versucht haben, darauf zu antworten, indem sie die Opfer gebracht haben, indem sie die Gottesdienste organisiert haben, indem sie mit Gott unterwegs sind, durch den Tempel, durch die Stiftshütte. Es ist der Ruf, der auf dem Leben von Jesus liegt, der gekommen ist auf die Erde, zum Wiederherstellen, zum wieder in Ordnung bringen, zum alles ausräumen, was könnte zwischen uns und Gott trennen stehen, und zum dir zurufen und sagen, du bist gemeint. Egal, wo du herkommst, egal, wie dein Leben aussieht, egal, ob du es auf die Reihe gebracht hast oder nicht. Er ist gekommen, er hat gehandelt, er hat gewirkt, dort zumal und von da an immer und immer wieder in unserem Leben. Es ist das, was Jesus gemacht hat für uns. Und es ist der Ruf, der heute noch hält. Hoffentlich hier in dieser Parkarena, hoffentlich in all unseren Aktivitäten und Angeboten, wo wir als Kirche zusammenkommen. Der Ruf, den wir aber auch wünschen, dass er dich begleitet in deinem Alltagsleben hinein. Hin zu Gott. In das Unterwegssein mit ihm. In das Aufdanken bei ihm. In das Abladen bei ihm von deinen Sorgen, von deinen Ängsten. In das sich ausrichten von deinem Leben nach ihm. Die Art und Weise, wie wir Gott begegnen können, die ist extrem vielseitig. Sie hat hier ihre Formen gehabt und sie hat heute ihre Formen. Wir machen sie vielleicht da, eben, indem wir zusammenkommen, gemeinsam uns versammeln da und uns Zeit rausnehmen aus unserem Alltag, um zu sagen, wir fokussieren auf Gott. Wir machen sie in diesen Liedern drin, wo wir versuchen, durch die Texte, durch die Botschaften durch, etwas aus unserem Herz auszudrücken oder vielleicht etwas zu hören von dem, was Gott möchte in unser Leben hinein sagen. Wir machen es durch das Zuhören von diesen Predigten, durch das gemeinsame Gebet, durch das Geschwätz, durch Diskussionen, vielleicht draussen im Foyer oder dann beim Mittagessen. Wir machen es aber auch hoffentlich als Inspiration für unseren Alltag. Du es dir heim kannst machen. Vielleicht, wenn du persönlich in der Bibel liest, persönlich betest. Plötzlich merkst du, Gott meint dich, Gott sieht dich. Und er will dich einladen und sagen, ich will Gemeinschaft mit dir haben. Ich will so Momente haben, wo du mir begegnen kannst. Und durch das, durch dein Leben kann aufblühen. Besinnung auf ihn. Vielleicht durch das Einbeziehen von ihm in deine tagtäglichen Entscheidungen. Vielleicht durch Hilfsbereitschaft anderen Menschen gegenüber. Die Geschichte von Zacharias und Elisabeth hat persönlich noch mal zu mir geredet in der Vorbereitung und gesagt, Gott ist da. Und Gott ruft mich, Gott ruft dich immer und immer wieder näher zu sich an. Und er sagt, wenn etwas über diese Weihnachtszeit sollte stehen, eins von vielen, dann würde ich dich ermutigen zu sagen, möge das eine Zeit sein, wo du mit dem Bewusstsein in dein Leben, in deinen Alltag hineingehst, dass Gott immer da ist und dass er dich zu sich ruft und dass es so einen Moment möge geben in deinem Leben hinein, wo du ihm kannst begegnen und etwas in deinem Leben hinein aufblüht. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir, dass die Geschichte aus der Bibel zu mir, zu uns redet. Ich danke dir, dass sie so tief und reich und vielfältig sind, dass wir immer wieder Neues entdecken können. Und so wünsche ich mir für die Weihnachtszeit, für mich, für uns, dass es nicht einfach ein weiteres Mal hören, lesen, schauen von diesen Geschichten ist, sondern dass du uns darin ganz neu begegnest. Und ich wünsche mir, dass ich etwas mitnehmen kann von dem für mein Leben, für meinen Alltag. Heiliger Geist, dass du mich daran erinnerst, dass Gott da ist, dass du da bist, jeden Tag von meinem Leben. Dass du uns daran erinnerst, dort wo wir sind, dass du Zeit hast für uns, dass du uns kennst und dass du möchtest Zeit mit uns verbringen. Ich möchte dich aber auch bitten, dass du uns dort im Alltag, wo es manchmal hektisch ist, manchmal so viel anderes eben auch noch ruft, hilfst, die Stimme von Gott zu hören, Zeit zu finden, Zeit zu machen für das, für die Begegnung, die unser Leben so nachhaltig prägen kann. Und ich wünsche mir für unsere Kirche, für unsere Groups, für unsere Gottesdienste, für unsere Angebote, dass sie so Orte dürfen sein, wo es uns einfach fällt,
gemeinsam vor dich zu kommen und dir zu begegnen. Dass es so Momente dürfen sein in unserem Alltag hinein, wo wir uns ganz bewusst Zeit nehmen für dich. Dass wir aufdanken innerlich, zur Ruhe kommen, uns ausrichten in der Gemeinschaft, im gemeinsamen Unterwegssein mit dir. Dass wir so gestärkt, fokussiert, inspiriert in unserem Alltag dürfen unterwegs sein. Dort, wo du uns angestellt hast, mit den Menschen, die um uns herum sind. Amen. Amen. Und der Ruf gilt allen Menschen. Auch denen, die vielleicht bis jetzt ein Leben gelebt haben, die keinen Kontakt mit Gott hatten oder nur sehr wenig. Und wenn du zu diesen Menschen gehörst und du spürst, wie Gott dich ruft, wie Gott vielleicht anklopft an deine Herzenstür und sagt, ich meine auch dich. Egal wo du bist, egal wo du herkommst, dann nachher würde ich es lieben, mit dir zusammen die Beziehung zu Gott vielleicht das allererstes Mal zu starten. Du kannst das machen für dich allein, indem du Gott dein Leben angibst, in einem einfachen Gebet. Oder du kannst Hilfe von unserem Team in Anspruch nehmen. Wir haben zum Beispiel vor Ort ein Gebetsteam, ein Ministry-Team, das gerne mit dir betet, das gerne dir auch hilft, da die ersten Schritte in diesem Glauben zu machen oder online, indem du auf den Button drückst, lass für dich beten. Und natürlich darfst du gerne auch für dich beten, für andere Anliegen, wenn du ein körperliches oder ein seelisches Anliegen hast, wo du gerne hättest, dass jemand mit dir zusammen betet, dann darfst du eben in der Parkarena da auf die Seite rüberkommen, zu dem Gebetsteam oder online auf den Button klicken. Und sonst will ich dir Mut machen, die Zeit, die wir jetzt haben, in diesem Gottesdienst zu nutzen, in diesen Liedern drin, wie der Zacharias, dein Herz zu öffnen, aufzuschauen zu Gott und vielleicht etwas von dem, was dir durch den Kopf, durchs Herz durchgeht, Gott gegenüber auszudrücken.